Heute bin ich mit meinem Radl wieder mal in der Oberpfalz unterwegs. Mein Ziel ist das Dorf Haag, das zur Gemeinde Hemau gehört. Da lebt der Heinz Grobmeier, ein Multiinstrumentalist und Erfinder von Instrumenten, der sich selber Klangarchitekt nennt. Klingt spannend. Mal schauen, ob er daheim ist. Schreibst du mir gerade eine SMS? Ich arbeite gerade an einem Konzept über Musikerkollegen. Ach so, servus, grüß dich, bist du Das ist daheim? nicht so eine Überraschung. Ja. Das kann jetzt nicht wahr sein. Und, was sagst du? Ja, Überraschung, Bist du daheim? ich bin daheim. Ja, schön. Das gibt's ja nicht. Wo soll's denn sonst sein, oder? Ja. Darf meiner kommen? Ja, klar. Und der Heinz hat mich gleich einmal in sein Musikzimmer mitgenommen. Genau da herin bin ich viele, viele Stunden am Tag und auch in der Nacht. Liebe Traudi, ich möchte dir gleich gerne mal was sagen. Das ist ein Springbock und das ist eine südafrikanische Gazelle. Ach so. Aha. Und das Nette an dem Instrument ist, ich kann da einstimmig spielen, wie normal auf einer Flöte. Oder ich blase beide gleichzeitig eine. Dann kann ich, wie beim Dudelsack, habe ich ein paar Tontöne zur Verfügung. Und wenn ich die Stopseln eine tue, werden die tiefer oder höher. Und das Instrument war so kompliziert zum Üben und vor allem auch, dass das intoniert. Deswegen heißt es Bockelein. So lustig klingt das, wirklich ganz schön. Wenn ich mich umschaue, was hast du noch? Das ist auch lustig. Was ist das? Das ist mein Schlappophon. Die sind aus dem Baumarkt, Abflussrohre. Da hau ich mit dem Badeschlappen drauf. Deswegen Schlappophon. Ja, wegen dem Badeschlappen. Und das habe ich dann so konzipiert, dass die weißen Tasten vom Klavier und die schwarzen Tasten. Genau. Und da Und kann das sind deine Bässe, oder was? ja, je länger die Röhre, desto tiefer der Ton. Kleines physikalisches Gesetz. So ist es. Was spielst du uns jetzt? Ich möchte gerne ein Stück von mir spielen mit dem Titel Hoppla, jetzt komm ich. Sehr gut. Super. So lustig, wirklich sehr gut. Interessant, was Männer aus Baumarktmaterialien alles machen können. Aber das jetzt ist ein gotisches Hackbrett aus einer Zeit, in der es noch keine Baumärkte gegeben hat. Heinz, du bist Musiker, du kannst unzählig viele Instrumente, alle ein bisschen exotisch, alle ein bisschen außergewöhnlich. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Ich habe früher so am Gymnasium hab ich bloß klassische Klarinette gespielt. Dann bin ich auf Ringsport gekommen. Und dann wollte ich improvisieren lernen, weg von den Noten. Dann habe ich mir ein Saxophon gekauft und habe dann immer noch ein paar Jazzbands gespielt. Und dann habe ich schon Auftritte gehabt, vor allem Vernissagen, Kunstaktionen. Die wollten unbedingt einen Saxophonisten, der improvisieren kann. Das war ich der Ansprechpartner. Und da waren so viele Ausstellungen. Und da war dann Thema Plastik, Thema Metall. Da habe ich gedacht, ich brauche jetzt neben dem Saxophon oder noch andere Sachen. Oder Thema Holz. Und dann bin ich sukzessive eigentlich über Ausstellungen zu anderen Instrumenten gekommen. Genau. Toll. Wenn ich jetzt dahinter schaue, da ist auch noch mal so ganz interessant. Was ist denn das für ein Instrument? Ich hole mal her. Was ist das für ein Tier, für ein Viech? Das ist jetzt eine Heidschnucke, das ist ein deutsches Schaf. Und das klingt total mystisch. Und auch in großen Kirchen, ich habe das auch schon im Regensburger Dom spielen dürfen, es ist der Wahnsinn, das klingt so schön.
Die berührenden Klänge vom Heinz Grobmeier, seinem Heidschnuckenhorn noch im Ohr, fahre ich weiter nach Hohenschambach. Da gibt's einen Gasthof zur Post und da triff ich heute einen Chor mit dem Namen Cantaloups. Im Biergarten hinterm Haus singen sich 7 Frauen und 4 Männer unter der Leitung von Walter Hansch grad ein. Ja, Bier auf der Welt. Ist das Bier gut, du. Draußen singen's vom Bier und drin in dem musikantenfreundlichen Wirtshaus zum Posthalter wird aufgekocht. Die Familie Tischler legt großen Wert auf regionale Produkte. Nicht nur bei den selber gemachten Gnocchi oder den handgerollten Kartoffelknädeln. Heute stehen ein Rehrücken mit Kräutern und ein Bierbradl auf der Speisekarten. Und wenn von draußen der Gesang reinkommt, haben die Tischlers und ihre Angestellten gleich nochmal so viel Freude beim Kochen. Essen und Musi halten die Seele zusammen. Bayerisch Bier und Rum. Prost! Das ist ein Empfang. Servus, grüß euch. Prost. Das klingt gut. Schön. Wie geht's euch jetzt, wenn man wieder miteinander zusammen sein kann und singen darf? Es macht ganz viel Spaß. Ja. Es ist wieder schön, wenn man jede Woche so einen Chortermin, so einen Probentermin hat und dass man wieder rauskommt und seinem Hobby nachgehen darf. Hat man denn das jetzt an der Stimme gemerkt, dass man länger nicht mehr gesungen hat? Ja, also man hat fast gemeint, man hat es verlernt, man muss wieder von neu anfangen fast. Tatsächlich? Ja. Man Also hat schon gemerkt irgendwie. Also Die Ausdauer ist nicht mehr so da. Also die Lunge ist da schon einfach betroffen davon. Wenn man viel singt, ist die einfach trainiert. Ja. Dann ist man beim ersten Mal schon wieder außer Atem. Meine Frau hat dann immer gesagt, du hast wahrscheinlich wieder so blärt in der Probe, weil ich dann wieder 2, 3 Tage nicht hab reden können. Weil ich so heißer war. Wahnsinn, gell? Ist die Stimme eingeschlafen Ja. gewesen? Aber jetzt klingt's ja wieder. Herr Hansch, Sie haben so viele junge Leute da zusammengebracht. Ja, Kompliment. ich bilde ja seit Jahrzehnten schon junge Leute aus und dann singen wir immer miteinander und das wird schön und die werden immer besser. Habt ihr denn dann Einzelgesangsunterricht? Ganz schlecht haben schon, ja. Also alle hatten mal Einzelstimmbildung und jetzt eigentlich nur noch, wenn ich merke, dass jemand stimmliche Probleme hat, na, nehme ich den mal auf Seiten oder die und dann wird ein wenig extra an der Stimme gearbeitet und auf die Weise halten wir das Niveau. Ich glaube mal einen Applaus auf euren tollen Chorleiter, oder? Die halten mich jung. Ah, die halten Sie jung? Ja, genau. Ja. Auf die Weise. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, Schon. oder? Ist er recht streng? Nimmer so. Nimmer so. Ihr habt jetzt nicht nur Bierlieder in eurem Repertoire, sondern auch klassische Lieder, oder? Ja. Habt ihr noch irgendwas, was zum Besten geben könnt? Was? Immer. Ave Maria. Ja, wunderbar. Santa Maria, Mater Dei. Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in Eine festliche Motette erklingt in einem Oberpfälzer Biergarten. Und ich radel weiter nach Laber, wo Musikantenfreund von mir wohnen. Der Frieder Roskopf und die Daniela Scheuerer von die Tangrindler Musikanten. Hoffentlich sind's daheim, weil ich hab was vor mit ihnen. Ich glaub, ich hab Glück, weil das Auto steht vorm Haus. Frieda! Servus! Hey Daniela! Seid ihr fleißig? Was macht's denn gerade? Garten abräumen. Ah, Garten abräumen. Ich hab mir jetzt gedacht, ihr holt jetzt eure Instrumente raus und spielt Klarinetten und die Neuhändel. Haben wir ein wenig. Bisschen wenig, aber das geht schon, oder? Ich glaube, ich habe es gestern im Hofbrauch vergessen. Okay. Ja. Schade, ohne Instrumente spielt sie schlecht, aber die Rettung naht. Jetzt kommen wir, die Kinder spielen. Die können spielen. Das machen wir. Du. Oh ja, Nein? sollen wir was singen? Du weißt, was wir machen? Wir sind nämlich... Warte mal. Das ist ein Überfall. Ja, uns geht's gerade so. Nein, die sind nämlich Profisänger, weißt du? Ach so, tatsächlich. Wo singt sie denn?
ich singe mit den kleinen Dummspatzen. Eine Lehrerin, oder? Ja. Eine Gesangslehrerin? Ja. Aha. Also Chorleiterin. Für die kleinen Aha. Dummspatzen. Für Schön. die Grundschulkinder. Ja, aber das heißt doch, dann kanntet ihr doch jetzt miteinander zu viert oder ich sing noch mit. Singen wir zu fünft was? Was fällt uns ein? denn? Ja, die stimmen halt mal so. Schei muss gehen, ja, Schei muss gehen. Oder die gehorn, gehorn. Schei muss gehen, ja, Schei muss gehen. Oder die gehorn. Ja, trau die eins, das sag ich noch, da gibt's auch gar keinen Streit. Den Haufen, den wenn's brauchen kannst, nimm fei gleich mit. Genau. Ja, schön muss gehen, ja, schön muss gehen. Oder die gehorn, gehorn. Schön muss gehen, ja, schön muss gehen. Oder die gehorn. Ja, sag einmal. Ha? Besser geht's ja nicht, oder? Ja, ich kann dir Bier bringen. Du kannst ein Bier bringen, ja, genau. Fast noch besser. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, das war jetzt ein Kurzbesuch und ich fahre jetzt tatsächlich wieder heim. Aber schön war's, dass ich euch gesehen hab, dass ich euch kennengelernt hab. Ja, super. Ja, schön. Für, wie sagt man da, für den Gassengesang, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ein Gassenhauer sozusagen. Ein Gassenhauer. Servus. Grüß euch, servus. Servus. Die Gartenabfälle, die mir der Frieder in seinem Gstanzl überlassen hat, habe ich dann doch nicht mitgenommen. Dafür aber viele Erinnerungen an diesen musikalisch erfüllten Herbsttag in der Oberpfalz. Schön war's.